Ja, grüß euch benannt und einen Sackreschgurden. Jetzt Kasperl! Leute, es ist wieder soweit. Wir gehen in das nächste Meinungs-Video hinein. Dieses Mal geht's jetzt endlich, lange angekündigt, lange erwartet. Ich bin gespannt um das Batterieladegerät. Mysteriös, äußerst mysteriös. Kinder der 90er kennen die Dinger noch. Aber vorher wollte ich euch noch, normalerweise überspringe ich das Spiegellord-Intro immer gerne, weil der hat manchmal sind es fragwürdige Dinge, die da passieren. Dieses Mal fand ich es lustig, deswegen habe ich es euch drinnen gelassen. War jetzt, ja. Weg. Mein Hintergrund, Vordergrund macht hier. Ich lese vor. Dieses Video kann unter Umständen zu Hass, Aggressionen und anderen Hater-ähnlichen Zuständen führen. Für das eigene Wohl und um zu vermeiden, was man verblödet, wird empfohlen, das Video nicht anzuschauen. Ich empfehle das nicht. Ich empfehle nicht, das Video nicht anzuschauen. Ich empfehle, das Video unter Begleitung anzuschauen. Und zwar genau meiner Person. Das ist das, was wir heute machen. Richtig. In diesem Sinne, lang geschwallt, hockt euch her, Sammerwehr. Reißt euch eine Halbe auf. Mir wären einer in Rainer. Keinen Bock, mich immer zu rechtfertigen wegen irgendeinem Scheißdreck. So, Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen zur 5. Folge der heutigen Aufnahmesession. Zum Drachen, Rainer. Zum Drachen und, ist auch geil, wie er den. Ich hab's nicht auf schneller gestellt, gell? Jetzt hat er schon wieder keinen Bock mehr auf den Plan. Ist jetzt schon wieder zu harte Arbeit. Wir sind in Folge, 10? 11? Frag's mir nicht mehr. Keine Ahnung, in dem Bereich. Ja? Er hat jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Er hat bisher netto weniger Arbeit da reingesteckt, als ihr an einem einzelnen typischen Montag. Was der da in Anführungsstrichen Arbeit reingesteckt hat, zusammengerechnet, sind wir mal durchschnittlich 10 Minuten pro Video. Und sind wir bei 12 Videos, dann sind es 2 Stunden. Dann seid ihr noch nicht mal an der Mittagspause angekommen. Er hat jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Jetzt schon wieder, ja, Metal Leute, jetzt hier Ding nochmal irgendwas machen. Verdammt, ist aber auch harte Arbeit. Laut eigener Aussage hat das über 2, ich glaube, es stimmt auch, weil irgendwann ist der Ohrstecker verschwunden, über 2 Tage verteilt. Keine 2 Stunden Arbeit in Anführungsstrichen, sich da hinsetzen und über den Zuckerstreuer schwadronieren. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, kann man eine ganz andere Sidequest nochmal aufmachen, wenn wir das noch als Arbeit bezeichnen. Aber nicht mal 2 Stunden. Also wenn wir es wohl als Arbeit bezeichnen, nicht mal 2 Stunden auf 2 Tage verteilt. Er ist jetzt schon fertig mit der Welt und hat keinen Bock mehr auf die Nummer. Heute geht es um Ladegeräte. Ich sehe es Singular, Rainer. Beziehungsweise um das Ladegerät hier. Danke. Meine Meinung zu dem Ladegerät ist besonders geil, denn Ich bin fest davon überzeugt, Rainer. Ist ja auch deine Meinung. Deine Meinung ist immer die geilste. Deswegen ist auch deine Meinung, deiner Meinung nach, die einzige, die immer frei ausgesprochen werden darf. Das mit der Meinungsfreiheit, das ist dann für andere Leute nicht mehr so relevant, ne? Dieses Ladegerät. Hat er gerade Ladegerät gesagt? Meine Meinung zu dem Ladegerät ist besonders geil, denn Ach, denn? Oh. Ich hoffe, ich muss hier ein paar Sekunden, muss ich hier schwallen. Und zwischendurch auch mal die Fresse halt. Ich hoffe, dass mir YouTube wieder so einen geilen Thumbnail gibt. Weil, wie gesagt, hey, ich gebe das ganz offen zu. Ich mache selten Thumbnails, wenn es nicht um wirklich krass thematische Dinge geht. Ich nehme meistens halt einen schönen passenden Ausschnitt aus dem Video, ne? Was mir YouTube meistens vorschlägt. In letzter Zeit machen die das wirklich sehr, 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 sehr gut. Ne? YouTube hat die letzten Jahre stark nachgelassen in fast allen Departments. Da inzwischen, dass die KI irgendeinen guten Frame findet, den sie dir da raushaut und sagt, hey, das könnte lustig sein. Machen sie gut. Ich hoffe, dass es das wird. dieses Ladegerät ist fast so alt wie ich. Ich glaube, es ist etwa 20 Jahre alt und es ist richtig cool, weil Das ist richtig, richtig geil. Im Übrigen, das war 2021 die Nummer hier. Ne, da war Rainer 32. Das ist 20 und 32 fast gleiche Alter, Digga.
meine, bei 20 und 32, wenn wir 10 und 22 sagen und in die Reinis-Fall-Richtung gehen, dann wird es schon wieder schwierig. Man steckt das einfach direkt in die Steckdose. Es hat kein Kabel oder sowas, das kann man auch nicht rausziehen. Atemberaubend, man steckt das in die Steckdose rein. Es ist wirklich einfach nur, man steckt das einfach nur rein und es passt. Und das Coole ist, es hat Funktionen für 3 verschiedene Batterien. Man kann die viereckigen Batterien reinstecken, die 9 Volt Batterien, glaube ich, sind es. Dann kann man die A3 und die A2 Batterien aufladen. Wobei ich gar nicht weiß, ob man nicht sogar... ja, hier. Die Doppel-A-Batterien kann man aufladen, die 3x-A-Batterien kann man aufladen und die 9 Volt Batterien kann man aufladen. Genau. Erwähntest du bereits? Sollte hinhauen. Ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil ich habe dieses Ladegerät. Ich habe so viel erwartet, was jetzt kommt. Aber nicht so hinhauen. Das habe ich früher so viel benutzt. Ich hatte das in der Schule dabei. Ich hatte das eigentlich das Ladegerät von meiner Mutter. Aber ich habe das damals so viel benutzt, dass ich das irgendwann... Ja, das ist das heilige Ladegerät. Das wird in der Familie Winkler schon über Generationen halt dein Maul weiter im Text. Keine Ahnung, die hat das irgendwann mir das einfach gegeben. Ihr müsst es euch vorstellen, es ist wirklich, das Ding liegt zufällig gerade in Griffelreichweite. Ich weiß nicht, wofür die Batterien braucht. Ich will auch gar nicht wissen, wofür die Batterien braucht. Aber das liegt da in seiner Griffreichweite und deswegen spricht er jetzt darüber. Und jetzt erzählt er da eine große Fabel außenrum, damit ich jetzt 10 Minuten die Runtime strecken kann. Damals in grauer Vorzeit, als der Mensch gelernt hat, das Erz irgendwie zu bearbeiten, der erste Schmied aller Zeiten hat damals dieses, halt die Fresse, Rainer. Das ist irgendein räudiges Drecksdrum, das man vielleicht mal auf dem Trödelmarkt für 2,50 Mark mitgenommen hat. Und du machst hier gerade einen Affen, weil das gerade zufällig da liegt und du brauchst Runtime, weil Barren her müssen. Und das hier hast du, lass mich in Ruhe, weil ich ständig nach Batterien gefragt habe. Ja, wahrscheinlich hast du es dir an die Rübe geworfen und gehofft, dass... Und seitdem habe ich dieses Ladegerät und benutze es auch dauernd. Das war zwischendurch, war es dann mal bei meiner Schwester, das hat meiner Schwester ein paar Jahre lang benutzt. Und dann, als meine Mutter und meine Schwester weg waren, habe ich es dann plötzlich selber gehabt wieder, weil es halt noch da war. Und ja, weil keiner zu dem Zeitpunkt auch nur daran gedacht hat, so ein Ladegerät jemals wieder brauchen zu können. Auch damals waren schon der allergrößte Teil aller Geräte irgendwie mit Lithium-Ionen-Akkus bestückt. Wirklich alles hatte Akku. ja, ich weiß gar nicht, ich habe das so viel benutzt. Für Doppel-A, für Ja, für Doppel-A, für Triple-A und für diese 9 Volt Klötze. Ich weiß. Erzählst du zum 3. Mal. Dreifach A-Batterien für 9 Volt habe ich eigentlich nie groß benutzt. Die 9 Volt Batterien haben für mich eigentlich nur einen Sinn ergeben. Keine Ahnung, ich habe die im Rauchmelder drin, oder? Und früher hatte ich die in der Fernbedienung von meinen ferngesteuerten Autos. Da war auch früher auch so eine drin. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, diese ferngesteuerten Autos von früher, die man... Ja, okay, rein. Gut, ja, gebe ich dir, Rainer, gebe ich dir. hatte, ne? Die gibt es ja mit Sicherheit oder auch noch oder ähnliche. Aber bei denen war es damals so, dass die Fernsteuerung von den damaligen ferngesteuerten Autos, da musste man tatsächlich hinten eine 9 Volt Batterie reinmachen. Ja, da hat er recht. Hey, Rainer. Geil. Ne? Geil. Weißt du was? Warum hast du nicht einfach ein Video zu ferngesteuerten Autos aus den 90er Jahren gemacht? Da hast du doch offensichtlich eine Passion dafür, du kennst dich damit aus, du hattest die Dinger damals. Da hätte ich dann doch an deiner Stelle, keine Ahnung, für 50 € auf eBay so ein Ding geschossen, so ein altes. Oder irgendwo auf dem Flohmarkt geschaut, so ein altes Teil, das irgendjemand gerade aus dem Speicher geholt hat. Und dann führst du das vor, sag hier, die hatten damals hier von wegen Akku und Aufladen und so Scheiß, gab's alles nicht. Die hatten hier die 9 Volt Batterien drin und so weiter und so fort. Das wäre doch eine prima Video-Idee gewesen. Ich habe jetzt gerade nur auch, weil ich drauf gekommen bin, auch weil du es jetzt erwähnt hast, hier gerade irgendwie Nostalgie-Flash gekriegt. Aber nein, das nächste Mal reden wir wieder, keine Ahnung, über die Taschentücher, die er neben sich da und wir wissen alle, wofür er die braucht. Und das war damals ein bisschen problematisch, weil eine 9 Volt Batterie war nichts, was man so handelsüblich die ganze Zeit einfach zu Hause hatte. Im Gegensatz zu AAA und vor allem Doppel-A Batterien. Triple-A Batterien sind ja solche, wo man normalerweise, also heute... Ja, die waren auch handelsüblich, ne? Die haben viele Leute für alles Mögliche gebraucht damals. Ich benutze sie vor allem im Haustelefon oder in Fernbedienungen.
Da benutzt man die hauptsächlich. Man kann sie auch noch für andere Sachen benutzen, klar. Aber in erster Linie benutze ich sie zumindest darin. Und vor allem früher habe ich das auch darin benutzt. Die Doppel-A-Batterien waren besonders wichtig, weil man musste immer Gameboy spielen. Ne? Man hatte ja für Gameboy hatte man Doppel-A-Batterien früher. Die Jugendlichen heutzutage, die wissen gar nicht, was sie für ein Glück haben, dass sie einen Akku in ihrem Ladegerät, dass sie einen Akku in ihrem Gerät haben. Und dann Ja, Rainer, nächstes Thema. Mache Video über den alten Gameboy. Selbes Ding, besorg dir einen über eBay oder sonst irgendwo, alten Gameboy. Und dann machst du da ein Video drüber. Und dann stellst du die Kamera bitte aber auch dann immer so ein, dass man dann den Gameboy sieht oder das ferngesteuerte Auto. Und dann hast du ein paar Spiele, ein paar Klassiker. Super Mario Land, Turtles, Tetris. Langt eigentlich schon. Ja, und noch vielleicht irgendwas Nischiges, Pokémon, keine Ahnung. Und dann gehst du da durch und machst ein Video und erzählst mal, so war das damals und schaust mal an, hier die Steuerung, 2 Knöpfe, Steuerkreuz, Start, Select, fertig. Noch geiler, kauf dir 2 Gameboys und mach hier das Linkkabel dran und trade Pokémons vor der Kamera, Digga. Die Leute, die damals die Scheiße gespielt haben, klicken dir die Scheiße aus dem Video raus. Nein, Rainer erzählt uns irgendwas über Zuckerstreuer und Feuchttücher, die er eigentlich nicht benutzt. Es wäre einfach gewesen. Es wäre so einfach gewesen. auch noch mit Powerbank teilweise ihren Gameboy aufladen können. Ganz ehrlich, ihr Jugendlichen habt keine Ahnung, was ihr für einen Luxus habt. Ja, bei uns musste man noch die Batterien in ein Ladegerät stecken, wenn man überhaupt welche hatte, die man aufladen konnte. Man kann nicht alle Batterien aufladen oder man sollte nicht alle Batterien aufladen. Können tut man es tatsächlich schon. Also jede Batterie kann aufgeladen werden. Nur ich glaube, nur handelsübliche Batterien, die nicht ladefähig sind, die darf man, glaube ich, nur 2 oder 3 Mal aufladen. Na, oh nein, und dann bitte, wenn du dann bitte sowas machst, dann kommt dir irgendwann dieser Gedanke, Moment mal, welche Batterien kann ich eigentlich laden und welche nicht? Und dann google es nach und blöd nicht so eine Scheiße raus. Bitte hört nicht auf diesen Mann. Handelsübliche, nicht wie klar als solch wiederaufladbare Batterien, deklarierte Batterien nicht aufladen. Nicht machen. Das ist lebensgefährlich. Nicht tun. Oder sogar bloß einmal. Und danach darf man die nicht wiederverwenden. Mal abgesehen davon, dass es natürlich immer ziemliches Problematik ist, weil dann haben wir wieder, wie auch bei dem Plastik, haben wir auch hier wieder die Situation, erstens mal ist es schon wieder Plastik, ne, aber gut, das lässt sich nicht erinnern. Aber wir haben auch wie beim Plastik wieder die gleiche Situation bei Batterien. Batterien sind schädlich für die Umwelt und zwar nicht so knapp. Ja, die Batteriesäure, die darin ist definitiv nicht gesund und ätzend und alles. Und wiederaufladbare Batterien haben natürlich auch eine, aber bei denen ist der Vorteil. Im Übrigen, Rainer, ja, Plastik, da versteht auch wieder diese Plastikkritik nicht. Wie gesagt, es geht um dieses vermeidbare, massenhafte Alltagsplastikgeschissel, ne? Für jeden noch so kleinen Dreck irgendwie eine Plastiktüte zu kriegen. Ne? Kaufe ich eine Packung Taschentücher, die sind Plastik drin, kriegst nochmal eine Plastiktüte. So eine Nummer. Ja? Da geht es um sowas. Dass dieses Gerät, das du in die Steckdose steckst, ne? Dass du in die Steckdose steckst, um damit Batterien aufzuladen, nicht komplett aus Metall sein kann, das sollte auch dir klar sein, oder? Man kann einfach hergehen und kann sie langfristig benutzen, was der Umwelt zwar auch schadet, aber eben nicht ganz so schlimm schadet. Wobei ich mal gehört habe, ob das richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Dass auch da hättest du dich darüber informieren können. Ne? Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht. Rainer, wir leben in Zeiten des Internets, gibst bei Google ein, das sagt es dir. Wenn du es als in die Google-Leiste eingibst als Frage, sagt dir Google die Antwort darauf. Rainer, das ist wirklich, es handelt sich um nicht mehr als 2 Minuten Recherche vor diesem Video. Und würde die Qualität so dermaßen stark. Nein. Ist ja jetzt auch schon hier das 11., 12., 13. Video. Hier weiter im Text. Wir kommen der kritischen Masse von 2,5 Stunden auf 2 Tage verteilt Arbeit entgegen. So, das geht immer überhaupt nicht. wiederaufladbare Batterien tatsächlich schlimmer sein sollen als normale Batterien. Ja, wiederaufladbare Batterien ist natürlich mit diesem fränkischen Slang und wenn man mit dem jeder Muskelfaser der Zunge permanent
gegen das Gesichtsfett ankämpfen musst, das von außen in die Mundhöhle rein metastasiert, dann ist das natürlich ein schwieriges Wort, Rainer. Ja, wie gesagt, heutzutage besitzt ihr echt Luxus, dass ihr sowas habt. Wir haben sowas nicht. Und ich habe gerade was überlegt. Wir hatten sowas damals nicht, sowas wie aufladbare Batterien hatten wir, ja, aber wir hatten sowas wie ein Ladekabel für unser Handy schon, aber für unser Gameboy und so weiter, das kam alles erst mit dem Game Boy Advance, aber auch erst mit dem Game Boy Advance SD. Ja, mit dem ganz normalen Game Boy Advance, mit diesem viereckigen Kasten, der so quer in der Hand lag. Mit dem hatte man das auch noch nicht. Der hatte auch noch Batterien. Wobei ich glaube, man konnte da tatsächlich Akkubatterien einbauen und den sogar mit dem Kabel laden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber der Game Boy SD, der man so aufklappen konnte, der aber so ein viereckiger Kasten zum Aufklappen war, bei dem musste man tatsächlich ein Ladekabel verwenden. Der hatte keine Batterien mehr. Wobei jetzt hier wieder die Sache. Ich denke, SD, er meint den DS, oder? Ich war aus der Konsolengeneration komplett raus. Ja? Aber ich meine, hieß der DS der Gameboy? Ich hatte den nicht. Ich bin praktisch von Nintendo 64 auf PC gegangen. Ist. Für uns damals, wir hatten ja sowas wie eine Powerbank auch noch nicht. Heutzutage haben viele Kids einfach eine Powerbank. Ja, Reini, aber wenn du keine Geräte mit integriertem Akku, jetzt bin ich selber schon ganz dämlich, Batterielade, blablabla. Wenn du keine Geräte mit integriertem Akku hast, dann brauchst du natürlich auch keine Powerbank mitzunehmen. Hättest du gemeint, eine Powerbank, in die du dann das Ladegerät hier einsteckst und die Ladegerät kommen dann die Akkus zum Laden rein, oder was? Für ihr Handy oder für ihr Gameboy oder sonst was. Wobei Gameboys, glaube ich, am Aussterben sind, weil man Handys heutzutage hat. Aber viele Gameboys waren damals halt so, du bist auf dem Heimweg von der Schule. Du hattest eine Gameboys sind am Aussterben, weil man Handys hat. Sagt der Mann, der hat eine Switch zu Hause. Das ist seine Lieblingskonsole. Mit seinen ich weiß. Ja. Aber aber es ist seine Lieblingskonsole von seiner Lieblingsfirma. Und es ist ja der spirituelle Nachfolger des Gameboys. Es ist eine Handheld-Konsole. Hey, Gameboy stirbt aus, Digga. Es ist eine der erfolgreichsten Konsolen, die jemals auf den Markt gekommen sind. Stirbt aus, Digga. Stirbt einfach aus. Will ja keiner mehr. Steam. Er hat wie viel 1000 Steam-Spiele hat er angegeben? Hier haben das Steam Deck rausgebracht. Das gab es damals auch schon. Diese ganzen Handheld-Dinger, die waren damals gerade schon richtig im Hype. Stirbt alles aus, Digga. Das ist alles scheiße. Schule kein Ladekabel für dein Gameboy dabei. Das heißt, du konntest ihn in der Schule nirgendwo ranhängen. Du solltest deinen scheiß Gameboy auch überhaupt nicht mit in die Schule nehmen. Es bringt auch überhaupt nichts. Wann hättest du den spielen sollen? Wann hättest du Gameboy spielen sollen? Der 20 Minuten Pause? Ja, das rentiert sich, Digga. Das rentiert sich aber überkrass. Ich meine, klar, wenn gar keine Freunde hat und so. Aber ich weiß nicht, wenn ich meinen Gameboy damals mit in die Schule genommen hätte und so dämlich gewesen wäre, den da tatsächlich irgendwie zu benutzen, hätte mir safe irgendein Lehrer abgenommen, hätte ihn meiner Mutter gegeben, dann hätte ich den halt einfach erstmal, keine Ahnung, ein paar Monate nicht mehr gesehen. Fertig. Pech. Weil du gehst nämlich dann auf dem Heimweg. Ich hatte zum Beispiel eine Stunde, musste ich mit dem Bus fahren, dass ich zu Hause bin. Oder 1,5 Stunden mit dem Zug, je nachdem. Und da habe ich die A-Karte gezogen. Ich habe eine dicke A-Karte gezogen, weil ich konnte mein Tablet, ich konnte kein Gameboy spielen. Weil wenn der Gameboy leer war, war er leer. Und so wie eine Powerbank gab es damals nicht. Und selbst wenn es eine gegeben hätte, ich glaube, heutzutage geht es, weil man heutzutage USB-Anschlüsse für alles hat, auch für Gameboys. Aber damals war es so, dass die Gameboys einen speziellen Anschluss hatten und selbst wenn man eine Powerbank dabei gehabt hätte, hätte man nicht laden können, weil man hätte nämlich keinen Anschluss für die Powerbank gehabt. Ich weiß nicht, ob die Gameboys heute anders aussehen oder ob die heute tatsächlich Ladekabel mit USB-Anschluss haben, das weiß ich nicht. Aber früher war das eine echte A-Karte. Weil bei den Gameboys mit Batterien, da hast du einfach 2, 3 Päckchen Batterien mitgenommen. Ich zum Beispiel, ich bin einmal, zweimal die Woche in den Laden gegangen. Ich persönlich bin 1, 2 Mal die Woche in den Laden gegangen und habe mir einfach Batterien geholt. Hast du die gekauft auch, oder? Ich weiß es, keine Ahnung, wie viel Reini an Taschengeld gekriegt hat, aber Batterien, die waren damals schon auch teuer. Also ich bin mit meinen relativ, schauen, also einmal, zweimal die Woche Batterien, hätte schon schwierig werden können.
Also habe mir so ein 10er-Pack Batterien geholt, einmal die Woche oder so oder einmal alle 2 Wochen. Und dann hatte ich halt Batterien dabei. Und ja, das war jetzt ziemlich praktisch, weil ich auf die Art und Weise die Möglichkeit hatte, jederzeit halt Batterien auszutauschen. Also bin ich da immer ein bisschen so der Meinung, lade Batterien oder Akku. Es ist eigentlich immer eine schwierige Sache. Woran ich gerade denken muss, ich weiß nicht, wer die noch kennt, das waren so schwarze Lautsprecher, die hatte ich für meinen allerersten PC gekriegt. Und die hat man aber auch mit Batterien betreiben können. Und waren 2 Lautsprecher, in den einen kamen dann praktisch, ich glaube, 6 Doppel-A-Batterien rein. Und dann hast du damit irgendwie legit 2 Stunden Musik hören können, da waren die alle. Und dann haben wir praktisch, sind wir losgezogen, haben wir 2 Packel Batterien gehabt, ne? 6 Stück kamen da rein und 2 halt in so einen Sony Discman. Und dann sind wir im Badesee hin und haben uns ein Tretboot gemietet und sind dann raus auf dem Badesee und haben da draußen Mucke gehört. Urgeil. Das war auch so, ne? Nix JBL-Box. Jetzt redet der alte Mann auch wieder vom Krieg. Weil, naja, es ist immer eine schwierige Sache, weil man die Batterien halt Weil man, Rainer. sich austauschen kann. Akku hat man selten einen Ersatzakku dabei. Vor allem bei den SD-Gameboys. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Advanced, ich glaube bei Advanced DS, Rainer. DS hießen die, nicht SD. war es auch so. SD, Die sind hinten verschraubt. Das heißt, man musste auch noch einen Schraubenzieher, hätte man auch noch mitnehmen müssen, wenn man mehrere hatte. Naja, meine Meinung zum Ladegerät. Dieses Ladegerät hat sehr viel überlebt. Ich weiß gar nicht, was ich mit diesem Ladegerät alles angestellt habe. Es ist mal ja, wollen wir wetten, dass inzwischen Zeit auf dem Elektroschrott irgendwo gelandet ist? gegen die Wand geflogen, weil ich immer angepisst war. Es ist mal. Das ist auch wieder geil. Alles, was der hatte, dauernd. Ich habe das Gefühl, dass er mir schon 5-mal über irgendwelche Dinge erzählt hat, dass er schon mal an die Wand gepfeffert hat, weil er mal wieder so seinen scheiß Ausraster hatte. Rainer, wenn du so ein dermaßen krasses, unkontrolliertes Aggressionsproblem hast, dann sollst du dich vielleicht irgendwie medikamentös einstellen lassen, weil das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Oh, jetzt sind wieder Kuchenkinder draußen. Und jetzt ist er weg. Hört ihr das im Hintergrund? Ah, die schöne Alarmanlage. Es ist mal gegen die Wand geflogen. Es ist mal. Oh. Im Übrigen, das hier ist nicht im geringsten irgendein Ding, das er ADHS hat oder sonst irgendein Scheiß. Er lässt sich hier absichtlich davon ablenken. Das gehört seiner Meinung nach in dieses Video. Er muss zeigen, hier sind schon wieder Idioten draußen. Ich wüsste nicht mal, ob tatsächlich. Ich höre ja nichts. Das kann es sein, dass er jetzt gerade auch einfach nur so tut. Wir wissen ja, die scheiß Alarmanlage, die schaltet er von innen, ne, manuell ein. Und es könnte jetzt auch gar keiner draußen sein. Der will, dass das jetzt hier im Video ist. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem anderen angestellt habe. Es ist mal runtergefallen, mal gegen die Wand geflogen. Es ist mal aus dem Fenster geflogen. Allerdings war es unabsichtlich. Reini, wie fliegt sowas denn unabsichtlich aus dem Fenster? Reini, bist du als Kind vielleicht auch einmal unabsichtlich aus dem Fenster geflogen? Hand aufs Herz. Und ähnliche Aktionen. Also, es ist wirklich, wirklich, wirklich viel Mist schon passiert mit diesem Zeug. Und ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, was ich da noch alles zu machen soll. Also, Ladegeräte sind natürlich praktisch, waren es damals, sind es heute, weil man halt die Batterien dafür wieder verwenden kann und es auch ein bisschen umweltfreundlicher ist. Erwähntest du bereits einer, du schwallst dir. Es ist schon wieder seit 2 Minuten, ist schon wieder nur Worthülsen. Du tippst irgendwas, dann verziehst du die Fresse, schaust auf dein Tablet, machst wie draus mit der Alarmanlage und schweißt immer denselben Text, als hättest du einen Sprung in der Schallplatte. Als jetzt zum Beispiel Batterien direkt wegzuschmeißen. Zumal man heutzutage ja Batterien, wenn man wegschmeißt, muss man immer schauen, dass man dann immer sonst. Ich will es nochmal hören. Heutzutage ja Batterien.
wenn man wegschmeißt, muss man immer schauen, dass man dann immer Sondermüllentsorgung macht, weil Batterien sind eben Batterien. Ja, und wieder aufladbare Sachen sind dann doch schon ziemlich praktisch, weil die zumindest langfristig ein bisschen halten. Gut, tut mir leid, dass ich euch jetzt das Ohr so lange abkaue und schon wieder abgelenkt bin durch diese ganzen Vollhongs. Ja, Rainer, beides ließe sich so einfachst beheben, wenn es dir wirklich so leid täte. Ja? Das ließe sich so einfach beheben. Danke euch. Mach das Tablet aus, wirst du davon nicht mehr abgelenkt. Fertig. Ja, dass uns das Ohr abkaust. Hier verabschiedet er sich jetzt. Hier hinten kommt das Auto vom Spiegel dort. Ne? Wir haben doch ein bisschen das Vergnügen. Zuschauen, ich hoffe, ihr seid im nächsten Video mit dabei. Das ist zum Beispiel das, was ich meine, ne? Ich kann kein Video ohne Hater machen. Das ist, da hat er wieder, hier, links angetäuscht und rechts durchgebrochen irgendwie. Ne? Danke fürs Zuschauen und alle denken sich, und man entspannt sich schon so und vielleicht hat man diese Bullshit-Deflektorschilder schon runtergefahren so. Das ist, was ich meine. Oh nein, es geht weiter. Oh nein, was kommt? Ach, stimmt. Ah ja, die Haters. Weil alle 5 Sekunden irgendwelche Pfosten vor meiner Tür stehen. Und ich sitze hier und mache meine Videos und laber. Ja, und mach mal Leben, ne? Das ist Mobbing jetzt halt la. Und hier der X-Button, ne? Ich belästige niemanden. Die kommen hier einfach her, rütteln am Zaun. Über mein Zeug und alles. Und dann heißt es immer, ja, geh mal arbeiten. Aha. Ja, Rainer, ich hatte am Anfang des Videos bereits zusammengefasst, dass du bisher in dieses komplette Format keine 3 Stunden Arbeit gesteckt hast. Auf 2 Tage verteilt, Rainer. Ja, Rainer, geh mal arbeiten. Ja. Arbeiten, ne? Vielleicht in der Fabrik, wo sie Batterien herstellen. Wir haben 14:04 Uhr aktuell. Ja, tolle Wurst, Rainer, tolle Wurst. Und die Leute stehen vor meiner Haustür. Und ich Ja, Rainer, irgendwo müssen sie stehen. sitze hier und mache meine Videos. Thank you for stating the obvious, Rainer, aber ja. Die stehen da draußen, du sitzt hier, du machst ein Video. So viel gebe ich dir. Es ist erfrischend ehrlich, aktuell noch. Aber wir haben hier noch 30 Sekunden, bis das Auto kommt und ich glaube, da kommt jetzt noch ein Lügengewitter. Ich spüre es. Kennt ihr das so? Kribbeln in der Luft, wenn ihr wisst, gibt da Scheißwetter. So ein Ding ist das. Und ich soll arbeiten gehen. Ja, Rainer, geh arbeiten. Wo ich fast das Dreifache verdiene wie deine ihre Eltern. Okay, Rainer. Gut, dass du nicht arrogant bist. Ansonsten hätte man das jetzt fürchterlich schwierig auslegen können, die Aussage. Die beide. Das ist auch wieder sowas. Ne? Er sieht die Typen da, spricht diese Typen mehr oder weniger durch die Kamera an und sagt denen, hier, deine Mutter. Schau, ich sitze hier. Ich habe in den letzten 2 Tagen keine 3 Stunden Arbeit zusammengestottert, indem ich hier über irgendeinen komischen Kokolores schwalle. Ja? Und deine Mutter, Digga. Genau deine. Und am nächsten Tag stehen wieder Dullis da vor der Tür und wollen mal reden mit ihm über ihre Mutter. Und er so, warum stehen hier die Typen vor der Tür? Ihr habt denen überhaupt nichts getan. Und er sitzt da und checkt wirklich nicht, warum die da sind. Ja, sind nicht da. Gut, Leute. Danke Text one to no one, Rainer. fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Diesmal erwischst du mich nicht. Hahaha, ich habe nicht geschaut. Hier, die Nummer, die geht noch. Ja, geht noch 30 Sekunden. Nee. Danke fürs Zuschauen. Am Arsch, Rainer. In der nächsten Folge wird es witzig. Oder es kommt darauf an, ob ihr es witzig findet. Ja, fand ich bis jetzt kaum. Es geht nämlich darum. Rainer. Ich bin es gewohnt, dass es in deinen Videos um einen Lappen geht. Das ist nichts Neues. Geschirrtücher, beziehungsweise Geschirrtücher, Handtücher, Badetücher. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und ich werde jetzt mal gucken, ob ich den Hatern da mal ein paar auf die Lichter haue, damit endlich Ruhe ist und ich in Ruhe weiter aufnehmen kann. Weil alle. Ja, weil, keine Ahnung, ne? Bist ja noch nicht genug wegen Körperverletzung verurteilt worden. 5 Sekunden irgendjemand anderes angeschissen kommt. Polizei war zwar schon da, aber irgendwie haben die Leute zu viel Freizeit. Was weiß ich. Ja, genau. Irgendwie, keine Ahnung, warum die sich die Mühe machen. 600 Kilometer. Ja, das kann schon mal passieren. Vielleicht sind manche Leute sind mir jetzt vollkommen wurscht, aber manche Leute sind halt ein bisschen empfindlich, wenn du ihre Mütter beleidigst, Digga. Haut rein, euer Und dann nehmen die auch mal so einen Weg von 600 Kilometer auf sich, um dir dann persönlich zu sagen, was sie von deiner Mutter halten. und tschö.
Und von dem super Job, den sie gemacht hat, dich zu erziehen. Okay, Leute, wo sind wir? Halbe Stunde, geradeaus. Okay, pausieren, nächste Video. Schauen wir mal. Und da sind wir mal wieder. Und jetzt schauen wir mal, was der Lappen über den Lappen sagt. So, Metal Leute, servus und herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, Metal Rainer. Er ist immer noch auf Turbo gestellt. Wenn die Lichtverhältnisse ein bisschen anders sind, dann liegt das daran, dass ich jetzt fast 2 Stunden draußen gestanden war, bei den Vollpfosten und mich aufgeregt habe. Das ist wirklich. Es gibt niemanden, der da mehr Freizeit hatte als du in der ganzen Situation. Und du hast dich dafür entschieden, da jetzt 2 Stunden bei denen draußen zu stehen. Leute, die du nicht magst, die dich nicht mögen. Ich verstehe nicht, warum. Und jetzt kommst du zurück und sagst, boah, 2 Stunden, das war so fürchterlich. Rainer, es wäre jederzeit freigestanden gewesen, einfach nicht rauszugehen oder wo du draußen warst, wieder reinzugehen und die Schnauze zu halten. Was dir im Übrigen alle empfohlen haben, inklusive der Polizei. Ja? Die Polizei hat gesagt, drin bleiben, nicht eskalieren, nicht die Wi anmachen, nichts dergleichen. Wenn es wirklich eskaliert, ruf uns an, ansonsten bitte nicht. Ne? Schnauze halten, die Leute nicht mehr provozieren im Internet. Und nichts davon hast du getan. Wir hatten es gerade eben. Ey, ich verdiene mehr als deine Mutter. Nächsten Tag steht wieder einer vor der Tür. Aber nicht geschrien, immerhin. Jetzt kommt man zurück nach 2 Stunden und gießt sich das Lacke Monster Energy, was wahrscheinlich schon irgendwelche Getier reingekochen ist inzwischen Zeit in den Schlund. Nom 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 nom. Dazu muss man auch sagen, trotz aller Widrigkeiten und allem Hin und Her und Mist und sonstigen Scheiß. Ja, immer noch unbesiegt. Dieses ganze draußen rumstehen und rumgerenne und alles, tut meinem Bein ganz gut. Rainer, hier weniger von dieser Monster Energy Pisse saufen, der hätte dein Bein noch besser getan, glaube ich. Vielleicht sollte ich mir das angewöhnen. Das ist vielleicht auch für mich gesundheitlich besser, weil ich dann aufhören müsste, Energy Drinks zu trinken. Ta-da-da-da! Aber gut. So. Heute. Ich habe die Scheiße noch nicht gesehen. Wirklich, ich habe die Scheiße noch nicht gesehen. Geht es um Lappene, Rainer. Lappene. nicht um die Sonne, nicht um Herzen oder Blumen oder sonstigen Zeug, sondern heute geht es um Geschirrtücher. Beziehungsweise es geht nicht um Geschirrtücher als solches, sondern eigentlich möchte ich heute das Thema Geschirrtücher, Handtücher, Badetücher, Waschlappen und so weiter machen. Und meine Meinung dazu mal kundtun. Denn was hier besonders nervig und merkwürdig und auch interessant ist. Am Waschlappen, glaube ich, ist das Nervige für ihn der Vorgang des Waschens. Bei den anderen Dingen weiß ich es nicht. Ich persönlich sehe keinen Unterschied, außer optisch vielleicht, zwischen Handtüchern, Geschirrtüchern und so weiter. Ich sehe keinen Unterschied, außer optisch vielleicht. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Denn letzten Endes, Letzten Endes! naja, Es hat ja letzten Endes alles denselben Effekt. Es ist extrem nervig zusammenzufalten, wie man hier gerade merkt. Egal. Es ist extrem nervig, alles zusammenzufalten. Es ist extrem nervig, was weiß ich. Also als Jugendlicher, als Kind habe ich nie darauf geachtet, was ich für Handtuch benutze. Tatsächlich haben sich meine Eltern zwischendurch mal sogar aufgeregt, weil ich immer die Handtücher benutzt habe zum Abtrocknen nach dem Duschen oder Baden, anstatt, ein normales Badetuch. check ihn nicht. Weil. Ich habe das doch hochgekriegt. Oh, ja. Ihr habt nichts gesagt. Nee, als Kind habe ich keinen Unterschied darin gesehen. Als ich klein war, ein Badetuch und ein Handtuch war halt einfach groß. Und vor allem als Kind ist halt, wenn man ein Kind ist ein Badetuch, vor allem zum Beispiel meine Saunahandtücher, die ich um mich rumwickeln kann, gibt es aus meinem 2-jährigen Kind oder einem 5-jährigen Kind.
rein 2-jähriges oder 5-jähriges Kind soll auch nicht in die Sauna gehen, du Dulli. Ja gut, das ist ein bisschen nachextrem, oder? Lange Rede. Und es macht ja auch keiner. Erwartest du, dass wir das jetzt brauchen, dass du uns jetzt sagst, hey, Digga, so ein riesengroßes Saunatuch für ein 2-jähriges Kind nicht das optimale Ding. Wow, Rainer, da wäre alleine niemals drauf gekommen. Gar keinen Sinn, das ist ziemlich heftig, wenn man so viel hat. Und Nö. Er hat ich weiß nicht, ob das euch auffällt, weil bei euch auf dem Bildschirm ist er doch mal deutlich kleiner als bei mir. Ich glaube, der ist hier auf der von uns aus gesehen rechten Seite grob irgendwo mal mit dem Finger drauf gedappt auf die Linse. Der verschwimmt da rechts immer. Ne, wenn sich der Kürbis hier nach rechts bewegt, also ne, von ihm aus gesehen links, so wie jetzt, dann verschwimmt er ein bisschen und kann auch im Fokus liegen. Warte mal. CA. Was war denn das jetzt? Das dürfte etwa 15 Uhr gewesen sein. Wie gesagt, allein dafür, dass er das in diesem Video drin lässt. Dafür gehört ihm eigentlich aber sowas von. Und ich weiß, in seinem räudigen Kleinkindertrotzkopf ist es so, ne, ich lasse es jetzt extra drin. Ne? Das haben sie dann davon, hier, damit hier seine Fans, in der Hoffnung, dass seine Fans dann aggro auf die Hater werden und sagen, hier hört jetzt auf, da hinzugehen. Wir wollen nicht dauernd, dass er abgelenkt wird. Hier, wir wollen ja das tolle Meinungsvideo sehen. Immer nervig. Ja, es ist immer nervig, Rainer. Ich weiß, es ist immer nervig. Ja, dann schneid's raus, wenn du's weißt. Dann schneid's. Es ist kein Stream, es ist eine Videoaufnahme. Dann schneide es raus. Oder mach's erst gar nicht. Schalt einfach das scheiß Tablet aus, damit du nicht von dieser Kamera abgelenkt wirst. Mach dein 10 Minuten Video, dann schaust du drauf, ob Idioten da sind. Wenn Idioten da sind, kümmerst dich darum, kommst zurück, machst ein neues Video. Aber es geht halt leider nicht anders. Doch, Rainer, ich hab's dir gerade erklärt, wie es anders geht. Weil wenn ich das nicht gleich mache, vergesse ich es jedes Mal. Ja, ey, komm. Und das war dann um 20:35 Uhr ungefähr. Ihr habt es auch gemerkt, oder? Er sagt, jetzt ist es 15 Uhr. Und er sagt, er muss das immer sofort machen, weil ansonsten vergisst er das dann wieder. Nächster Eintrag, ach ja, das war dann um 20:35 Uhr. Das muss ja am Vorabend gewesen sein. Also nicht sofort vor dieser Szene. Checkst du noch irgendwas, Rainer? Uhr, Quatsch, 15:35 Uhr. Okay, er war einfach nur. Okay, ich hab ein bisschen seine Dummheit unterschätzt. Okay. Hä, aber du hast doch gerade gesagt. Du hast doch gerade auch. Das kommt doch auch nicht hin. Erfindest du jetzt schon wieder irgendwelche Besuche, die in der Zukunft stattfinden? Weil du hast doch gerade gesagt, dass 15 Uhr ist, oder? Da kannst du doch jetzt dann auch nicht um 5. Oder sagt er jetzt 14:34 Uhr? Okay. Also, was soll ich jetzt noch groß erzählen? Also zunächst mal, meine ganze Kindheit habe ich eigentlich nie darauf geachtet. Mit Geschirrtüchern habe ich mich definitiv nie abgetrocknet, wobei als ganz kleines Kind weiß ich es nicht mehr. Ich könnte mir das sogar vorstellen, aber ich denke nicht, dass ich mich mit denen abgetrocknet habe, weil die eben, ein Geschirrtuch ist eben ein Geschirrtuch und nicht besonders flauschig. Aber ein Handtuch ist natürlich schon was anderes. Wobei halt ich als Kind besonders gerne immer die besonders flauschigen Handtücher mochte. Das ist wahrscheinlich als Ja, Rainer, jeder mag immer die besonders flauschigen Handtücher.
Wenn ich jemanden frage, Digga, du, ich habe 2 Handtücher, du kannst es dir frei aussuchen. Eins ist super flauschig und das andere ist wie fucking 40-körniges scheiß Schleifpapier. Wird der immer das flauschige Handtuch nehmen, Digga? Was ist los mit dir? Ja, wir als Kinder, wir sind ganz besondere Kinder, wir wollten die flauschigen Handtücher haben. Natürlich, jeder will die flauschigen Handtücher, du Dulli. Kind normal, weil wenn man ein Kind ist, dann ist auch die Haut noch weicher und alles. Ja, ist vollkommen wurscht, Digga. Ist vollkommen wurscht, ich bin schon lange kein Kind mehr. Wenn ich die Wahl habe, nehme ich trotzdem ein flauschiges Handtuch. Danke sehr. Also wenn ihr mal ein Kind auf dem Arm haltet und so weiter, dann wisst ihr, was ich meine, ne? Allein wenn man ein Kind über die Wange streichelt, ist was anderes als bei einem So Zustände. Bitte hör auf, über solche Dinge zu reden, Rainer. Du nicht. Erwachsenen, selbst Männlein und Weiblein. Wobei, man muss mir dazu kurz sagen, wenn ich das mal kurz ansprechen darf, und das Oh nein, Rainer, nein, 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 nein. Wir gehen jetzt nicht da lang. Rainer, diese Sidequest machen wir jetzt nicht auf. soll jetzt nicht sexistisch sein. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, die Im Übrigen, wenn Rainer sowas sagt wie, das soll jetzt nicht sexistisch sein oder versteht mich jetzt nicht falsch, dann kommen immer irgendwelche Banger. Und das soll jetzt nicht so und so istisch sein, ist immer genau das istisch. Ne? Egal welchem Ismus er da anheimfällt. Haut von Frauen bleibt irgendwie irgendwie kindlicher, jetzt ich was weiblicher, klar, aber irgendwie kindlicher. Also bei einem Mädchen, bei einer Frau ist die Haut weicher als bei einem Mann, logischerweise. Ja, Rainer, das liegt am Testosteron. Aber was heißt logischerweise? Ich finde es eigentlich voll krass, dass es da so einen Unterschied gibt. Keine Ahnung, ich bin kein Biologe, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ja, Testosteron macht gröbere, unreinere Haut und hier, ne? Bartwuchs und dergleichen. Aber egal. Geschirrtücher. Ist ja schon mal aufgefallen, dass auf Geschirrtüchern immer irgendwelche Tiere drauf sind? Oder? Nein, Rainer, sind sie nicht. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie einfach nur bei euch dann angeschafft hat, um dich, kleinen Klopskopf, glücklich zu machen, weil bunte Tierchen, keine Ahnung, aber ich habe sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Geschirrtücher im Haus und auf den allerwenigsten davon sind irgendwelche Tierchen. Irgendwelche Landschaften. Da frage ich mich jedes Mal, wie es Die meisten sind Karo-Muster, Reini. so. Ist es noch. Warum, ey? Warum, ey? Weil das ist halt auch nicht so, Rainer. Also ich glaube, die gängigsten Geschirrtücher sind entweder Einfarben oder Karo-Muster. Überbleibsel? Das müsste man fast einmal recherchieren. Ist es noch ein Überbleibsel? Ja, Rainer, das müsste man mal machen. Wenn es jetzt bloß irgendjemanden gäbe, einen Influencer mit einer großen Reichweite, der dafür Interesse hat gerade und jede Menge Zeit, um darüber zu forschen und nachzuschauen, woran das liegt, ob das tatsächlich so ist. Sich aber irgendwie, keine Ahnung, vielleicht informiert über so ein Thema. Geschirrtücher, okay, keine Ahnung, da ist wahrscheinlich schnell recherchiert, aber reiner kleine Schritte, bevor wir zu den wirklichen Influencer gehen. Könnte man mal recherchieren, Rainer, wenn man vielleicht ein Video drüber macht oder so. Aus der Zeit, in der Frauen, naja, eben, wie drücke ich das jetzt aus? Ich will nicht sexistisch klingen. Ist der Take, den er jetzt hier aufmacht, folgender. Wir haben bunte Geschirrtücher erfunden, damit die Frau in der Küche nicht depressiv wird. Ist das jetzt der Take, den er bringt? Gar nichts sexistisch, Diggi. Alles gut. Als Frauen noch im Heim und Herd waren und halt sich hauptsächlich um die Kinder gekümmert haben und um den Haus und Herd, damit Frauen vielleicht ein bisschen was anderes sehen als immer nur dreckige Windeln und Essen machen und keine Ahnung. Es ist halt irgendwie seltsam. Na gut, was gibt es noch zu sagen? Lass mich mal überlegen. Ja, in der Hälfte des Videos hat jetzt schon nichts mehr zu sagen und macht dann, oh, das ist auch so ein wunderschönes Bild. Es ist wirklich, ich habe Leute gesehen, die Live-Action-Roleplay-Orks gespielt haben, mit so Fake-Zähnen drin, das nicht so krass aussah wie das.
Handtücher. Es gibt ja zwei Arten von Handtüchern. Es gibt Handtücher und es gibt Reise- oder Gästehandtücher. Was ich nie verstanden habe, warum gibt man seinen Gästen seinen Gästen ein solches Handtuch? Ja? So rum. Ja, weil die damit sich nur nach dem Pissen oder Kacken gehen, die Bratzen abtrocknen müssen, wenn sie sich die Hände gewaschen haben. Deshalb. Weil man da kein riesengroßes Handtuch reinhängen muss. Weil es dafür langt. Warum gibt man seinen Gästen ein so großes Handtuch? Wofür? Ich meine, Renner, warum legst du über einen 2 Quadratmeter Tisch keine 20 Quadratmeter Tischdecke? haben meine Gäste nicht verdient, dass sie vernünftig behandelt werden und ein vernünftiges Die kriegen ein extriges Scheißhaus mit einem extrigen kleinen Handtuch und einer extrigen kleinen Seife und einem extrigen kleinen Waschbecken. Die soll sich aber nicht beschweren. Handtuch bekommen? Oder Also jetzt in dem Szenario, ne, wenn diese Gäste ne, abtrocknen, Handtücher sind ja auf so Gästetoiletten halt, ne? weiß ich nicht. Also ich persönlich benutze die kleinen Handtücher, ne, die bloß so groß sind ungefähr, benutze ich eigentlich immer als Waschlappen. Oder ähnliches. Was ist denn was Ähnliches wie ein Waschlappen, Rainer? Also jetzt außer dir selbst, aber was sonst noch? Bei schlechtem Wetter mache ich es auch oftmals so, bei warmem Wetter mache ich es auch oftmals so, dass ich die Handtücher nass mache und mir ins Genick hau. Für was anderes sehe ich die nicht. Vor allem, habt ihr mal gesehen, wie groß meine Hände sind? So Die richtige Monster, die Hände. Rainer ist ja so, ne, da ist so richtige Affenarme mit so Pranken unten dran. Ne? Das ist ein richtiger Hobgoblin eben, ne? groß ist ungefähr, ja, so groß ist ungefähr ein Gästehandtuch. Selbst wenn es ein bisschen größer ist. Hallo? Ja, und jetzt? Und jetzt, Rainer? Du hast große Hände, Applaus. Sich so abtrocknen ist echt übel, Alter. Da ist Das ist richtig übel, Alter. Rainer hat die größten Hände, Alter. Der ist richtig übel. So riesige Hände, die hat nur nie einer gehabt, ne? Außer der Ochsensepp, keine Ahnung. Ja. Vor allem, was macht man, wenn zwei Leute hintereinander aufs Klo gehen? Bei einem großen Handtuch ist es so, dass man, wenn man oben sich die Hände abgetrocknet hat, dass es oben nass ist und der nächste aufs Klo geht und sich die Hände wäscht, kann man sich zumindest unten abtrocknen. Bei so einem kleinen Handtuch geht das nicht. Vor allem nicht, wenn jemand wie Drachenlord bei sich war, wo er das gemacht hat und dann ist das ganze Handtuch nass. Ja, Rainer, erstens mal, jemand wie Drachenlord kommt mir schon mal gar nicht ins Haus. Da habe ich das Problem überhaupt nicht. Ne? Und ist vollkommen egal, ob dieses Handtuch jetzt so Waschlappengröße hat oder Badetuchgröße oder Bettdeckengröße, ist vollkommen wurscht. Wenn irgendjemand auf diesem Planeten, der dich kennt, weiß, dass du das benutzt hast, will er das danach nicht mehr haben. Auch nicht mehr gewaschen. Schwierig. Jetzt hat er einen Schlaganfall gehabt. Sehr schwierig. Alles schwierig, Rainer. Gut. Weiß ich echt nicht, was ich davon halten soll. Also, keine Ahnung. Ein bisschen arg strange ist das ja schon. Na gut. Meine Lieblingshandtücher bzw. meine Lieblingsbadetücher sind tatsächlich. Rainer, du hast doch gar kein Lieblings. Du hast ja vielleicht Handtücher, die du magst. Und hast ja vielleicht Handtücher, die du nicht magst. Aber was Lieblings haben, das ist doch was für den kleinen Geist, Rainer. Das hast du immer wieder gesagt. Meine Saunatücher. Die sind so groß, die sind über 2 Meter groß. Also Die richtige Monster sind die, Alter. Da kannst du den kompletten Ranger damit abdecken, so sind die. über 2 Meter lang und über. Kannst du ein Biwakzelt draus machen aus den Dingern. 15 Leute, easy. Ich glaube, die haben einen halben Meter Breite und fast 2,10 Meter Länge, glaube ich, haben die. Also die sind so lang, dass sogar ich die um mich rumwickeln kann. Du brauchst ein 2,10 Meter Handtuch, um das. Nein. Also irgendwas. Doch, Rainer. Mit 1,80 zwischen 2 Meter haben die. Ich weiß nicht genau, wie groß die sind, ich habe sie nie gemessen. Aber. Du dedizierst diesem ganzen Thema gerade ein ganzes Video. Du hast ja nicht mal abgemessen. Rainer musst du nicht mal abmessen, steht auf diesem scheiß Etikett dran. Zettelchen, das da. Musst du anschauen. Ach, da steht was. 2 Meter auf. Bums. Das ist eine Recherchearbeit von 10 Sekunden, Rainer. Das Coole an diesen Hauner-Sandtüchern. Ich sollte das Video beenden. Richtig, Rainer.
Das hättest du schon ganz am Anfang machen sollen, aber. Ja, in for a penny, in for a pound, sagt der Brite, oder? Das Problem an den Saunahandtüchern ist, dass die, wie sage ich das? Groß sind, Rainer. Das Problem an den Saunahandtüchern ist, dass die, ne, das ist das Problem nicht. Das Schöne an denen ist, dass sie so unfassbar flauschig sind. Aber das gilt übrigens auch für so Decken, ne, so Kuscheldecken. Ich krieg die niemals so weich, wie sie sind, wenn ich sie kaufe. Niemals. Ich weiß nicht, was du dann falsch machst, Rainer. Ich weiß es nicht. Man kann die waschen. Man wäscht die. Ich weiß nicht warum. Es muss doch eigentlich möglich sein, die weich zu halten. Ich hau da Weichspüler rein, ich hau es in die Trommel rein, ich hau es in die Waschmaschine rein, ich hau da halbe Tonne Weichspüler rein. Ja, vielleicht liegt es daran, Rainer. Vielleicht ist es einfach zu viel. Vielleicht hast du einfach mit dem ganzen Weichspüler einfach die kompletten Fasern so zerstört, weil du zu viel Weichspüler reingetan hast, dass sie halt jetzt räudig sind. Das ist möglich, Rainer. Nach 2-3 Mal waschen sind die kratzig. Warum? Ich meine, ich benutze die trotzdem, ne? So Warum? Keine Ahnung. 600 Kilometer, Rainer. 600 Kilometer. ist es nicht, aber es gibt nichts Geileres als ein schönes, neues, flauschiges Saunahandtuch. Ich meine, ein Handtuch ist ja letzten Endes auch dafür gedacht, dass es saugfähig ist. Und wenn man ein Sandtuch. Ja, ist jetzt zum zweiten Mal. Ich weiß, du fandest es beim ersten Mal super lustig. Und keiner hat gelacht, weil du alleine bist. Ist jetzt nicht unbedingt witziger geworden, Rainer. Soll ich Zeit, dass ich Pause mache? Wenn man ein Ja, Rainer, ist es. Banner-Sandtuch hat. Was zum... Heute, tut mir leid, ich habe jetzt schon wieder viel zu viel Blödsinn im Kopf. Ja. Abbrechen oder zumindest rausschneiden, die Scheißen. Wenn man ein Sauna-Badehandtuch hat, dann ist es meistens so, dass es ja eigentlich dafür gedacht ist, dass man sich trocken hält. Ne? Man kann es damit abtrocknen. Man kann sich vielleicht sogar darauf legen. Das ist bei mir ein bisschen schwierig mit meinen fast 1,90. Nein, Rainer. Rainer, du bist nachweislich um die 1,84 groß. An einem guten Tag bist du um die 1,84 groß. Und die 1,90, die hast du, wenn du dich da hinlegst, in der Breite vielleicht. Vor allem, wenn er noch irgendwie ein Kissen oder so möchte. Aber also es ist schon übel. Also es ist schon richtig, richtig übel. Und ja. Die ewige Wiederkehr der Haterfliege hier in deinen Meinungsvideos, die finde ich richtig, richtig übel. Ich finde es auf jeden Fall am schönsten. Also diese richtig schönen, flauschigen, weichen Handtücher sind das Geilste eigentlich, was man so haben kann. Gut, wie lange sind wir jetzt von der Zeit her? Ja, flauschige, weiche Handtücher. Geilste einfach, das, was man so haben kann. Keine Ahnung, ne? Gesundheit, Menschen, die man liebt, dergleichen, alles wurscht. Ja? Weiche Saunahandtücher, die sind der Shit, Digga. 11 Minuten. Ich laber 11 Minuten über Badehandtücher. Das ist echt übel. Alter, wie er lacht. Und über Ding hast du auch noch gelabert, ne? Geschirrtücher. Aber schaut ihn euch an. Ich glaube, er weiß selber, dass das hier Bullshit ist, ne? Er weiß selber, dass das hier einfach eine sneaky Taktik ist, um Barrende fürs Nichtstun zu bekommen. Ich bin echt ein Vollpfunk. Also, um zum Ende zu kommen. Geschirrtücher kratzig. Das sind aber ja eigentlich für Geschirr. Und solange sie es... Richtig, Rainer. Aber ich hätte gedacht, es gibt da überhaupt gar keinen Unterschied. Also die sehen anders aus und die sind kratzig, aber man kriegt sehr gut Geschirr damit sauber. Aber es ist kein Unterschied. saugfähig sind, sehe ich da eigentlich kein Problem. Handtücher, ich mag die kleinen nicht, ja, weil wie gesagt... Ja, das ist auch irgend so ein primitiver Ding. Bei Rainer muss alles immer, wenn es größer ist, ist besser. Ja? Alles muss immer größer sein, dann ist es besser bei Rainer. Ja, mein Auto, das ist ein Monster, das ist ein Riesenmonster ist das. Ne? Kleine Handtücher, mein Saunatuch, das ist ein richtiges Monster. Wenn Rainer Krebs kriegt, ne? Dann sagt er, mein Tumor ist aber der größte von allen. Haben ungefähr die Größe. Trocknet man sich damit einmal ab. Also Riesenhände. Ist das Ding nass?
Also ich habe in meinem Badezimmer ein großes Handtuch hängen. Also so ein normales Handtuch, ne? Und auch in meinem Gästezimmer, in meinem Gäste-WC, wobei ich habe kein Gäste-WC, weil ich benutze das Gäste-WC selbst. Ja. Ja. Du benutzt das Gäste-WC selbst, ne? Weil es noch nicht so schmutzig ist wie das andere. Ich wette, was bei ihm ist, ist so, keine Ahnung, irgendwann war das eine Bad so unreinig, dass sogar er sich geekelt hat und gesagt, ah, Gott sei Dank habe ich noch ein anderes. Da muss ich hier nicht putzen, dann gehe ich einfach ins andere Bad. Dann waren sie gleich unreinig und dann war das untere wieder mehr reinig, weil das alte vielleicht schon ein bisschen angetrocknet und abgebröselt ist oder so im oberen Bad. Und dann hat er sich gedacht, war jetzt aber unten reiniger als oben. Ja, dann gehen wir ins andere Bad wieder. So lange bis das dann, ne? Und immerhin, Hauptsache, man muss nicht putzen, Digga. Aber ich habe da immer ein normal großes Handtuch hängen. Niemals ein Gästehandtuch, weil ich das lächerlich finde. Ein Gästehandtuch ist für mich ein Waschlappen. Punkt. Strange. Sehr strange. Gut, ansonsten. Ansonsten. Was Sonst sonst wollte ich jetzt noch sagen? Ja, die normalen das wolltest du sagen. Davon bin ich überzeugt, Rainer. Das Einzige, was in deinem Skript steht. Handtücher, also die normalen Badetücher ne, nach dem Baden, die mag ich gar nicht. Die sind mir zu klein. Ich benutze lieber tatsächlich große Saunahandtücher. Einfach deswegen, weil die viel größer sind. Ja, Rainer, das ist nachvollziehbar bei deinem Volumen, dass du größeres Handtuch. Man hat ja dann auch nicht mehr diese Bewegungsfreiheit mit die Schwabbelärmchen. Also so ein normal langes Handtuch sich dann vielleicht einmal hinterm Rücken vorbeizureichen, damit man sich den dann abtrocknen kann, das haut ja schon nimmer hin. Sondern Rainer muss ja dann mehr oder weniger eigentlich das Badehandtuch sich so an den Ecken über die Schultern hinterm Rücken halten, sich gegen die Wand lehnen und dann das Handtuch zwischen sich und der Wand nach oben hin durchziehen, um sich den Rücken abzutrocknen. Anders kommt doch der da gar nicht hin. Und danach ist er wahrscheinlich so fertig, ne, weil er die Schwabbelärmchen eine halbe Minute lang hat nach oben halten und vielleicht dann sogar noch was durchziehen hat müssen. Dann ist hier Game Over wieder für 3 Stunden. Ich kann die dann auch mal um mich rummachen, kann die festmachen, Handtuchräder, und kann dann damit quasi auch durchs Haus laufen. Der wohnt auch mietfrei im Ogerstübchen, Rainer, ne? Der Handtuchräder. Ist mir persönlich am liebsten, ne? Vor allem Am liebsten, direkt nach dem Duschen, entweder das oder ein Bademantel. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ja, weiß nicht, Bademantel in seiner Größe, den ne? Soll wahrscheinlich auch ein wenig was kosten. In der nächsten Folge, machen wir in der nächsten Folge irgendwas Bestimmtes oder lassen wir uns über. Ja, lassen wir uns überraschen, Rainer. Weil das ja bis hierher war es alles geplant und die nächste Folge ist eine komplette Wildcard, ne? Da wird er aus der Hüfte geschossen, wird dann da. Aber ganz krass, da lassen wir uns so überraschen, was Rainer nicht wieder Zauberhaftes findet in seiner kleinen Welt. Überraschen. Ich denke, wir lassen uns überraschen. Ja, ich bin gespannt, aber sowas von. Aber sowas von bin ich gespannt. Beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Hau rein und ich bin gespannt, wie dieses Format bei euch ankommt. Die ersten 4 Folgen sind schon oben. Ja, das ist richtig gut angekommen, Rainer. Das ist richtig gut angekommen. Ich glaube, die gängigste Reaktion darauf war, will der uns hier eigentlich verarschen? So gut ist das angekommen. Tschö, Rainer, tschö. Leute, wo sind wir? Hey, wir sind jetzt bei 58 Minuten. Fast 59. Ich runde heute auf. Ich runde heute auf Pflichtstunde erledigt. Ich habe heute nicht mehr die Stärke, die es braucht, ein weiteres Video aufzunehmen. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Leute, in diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Tut nicht, was Rainer tut. Medloff.